wieder. Ein zweiter Text, der handelt von einer Katastrophe. Die Schranktür öffnet sich. Träumst du? Ist wie ein Zimmer, ein Schatten am Boden. Da, wieder, dein Ball rollt über den Boden. Du hörst ein dumpfes Grollen. Kommt ein Gewitter? Nein, bei solchen wackelt nichts. Das Donnern, es wird lauter und lauter. Schlagartig wirst du komplett wach. Du stehst auf und hast nur einen Gedanken. Raus, raus hier aus diesem Gebäude, egal was passiert. Doch lange kannst du dich auf dem Fußboden nicht halten. Schon zum 3. Mal fällst du um, weil alles wackelt. Der Lärm, er wird ohrenbetäubend laut und das Beben, es wird stärker und stärker. Du musst weg, wenn du nicht sterben willst. Du musst weg, du hast nicht mehr viel Zeit, huscht es dir durch den Kopf. Du reißt die Wohnungstür auf und läufst. Nein, das ist viel zu sanft ausgedrückt. Du stolperst, stürzt und fällst die Treppe hinab. Du hörst Schreie, laute Schreie und kurz darauf einen noch lauteren Krach. Fast unten angekommen, zerspringt eine Fensterscheibe vor deinen Augen. Du blutest, du willst weiterrennen. Nach draußen, raus hier, weg von diesem Ort, den es bald nicht mehr geben wird. Doch deine Beine gehorchen dir nicht. Du bleibst wie angewurzelt stehen. Ein Schrei, du willst schreien, doch du kannst es nicht. Die Angst, eine große Angst, die sich in dir breit macht, lähmt deinen ganzen Körper. Du verzweifelst und dir wird klar, du stehst vor einem tiefen Abgrund, dem Abgrund des Schreckens, und du hoffst, dass das alles ein schlimmer Albtraum ist. Eine Stimme in dir schreit, lauf, lauf um dein Leben, noch hast du eine Chance. Erlöst deine Füße und du rennst, stolperst und stürzt die Treppe weiter hinab. Und doch ist es zu spät. Das Hochhaus, in dem du lebtest, es stürzt ein. Du kannst es hören und fühlen. Der Boden unter deinen Füßen schwindet und fällt samt Haus nach unten. Mit dir. Du hast es nicht geschafft. Blutüberströmt liegst du am kalten Treppenhausboden. Das Einzige, was noch übrig ist von dem Haus. Und doch lebt es weiter in dir. Herzschlag, Atemzug. Herzschlag, Atemzug. Du bemerkst es nur noch nicht. Noch nicht jetzt. Du schläfst. Du schläfst tief und fest. Einen Schlaf, den du noch nie geschlafen warst. Gequält. Gequält von Albträumen, die du noch nie geträumt hattest. Und dennoch lebt es weiter in dir. Herzschlag, Atemzug. Herzschlag, Atemzug. Als du nach vielen Stunden aufwachst, musst du feststellen, dass alles, was dir im Traum begegnet war, die kaltblütige, trübsinnige Wahrheit ist. Du kannst dich an nichts mehr erinnern, rein gar nichts. Du weißt nur, dass du verschüttet bist, verschüttet unter meterhohem Schrott, der jederzeit einzubrechen droht. Und trotzdem lebt es weiter in dir. Herzschlag, Atemzug. Herzschlag, Atemzug. Du hörst eine Stimme, sie ruft nach dir. Es ist deine kleine Schwester. Du willst antworten, doch dir wird schnell klar, es geht nicht. Du bist verschüttet, verschüttet unter meterhohem Schrott, der jederzeit einzubrechen droht. Jetzt hörst du sie wieder leise durch die Trümmer. Sie schreit nach Hilfe, nach deiner Hilfe. Fremde Stimmen werden lauter und die Hilferufe deiner entführten Schwester verstummen. Du willst helfen, doch vergiss nicht, du bist verschüttet, verschüttet unter meterhohem Schrott, der jederzeit einzubrechen droht. Du flehst ihn an, bitte, bitte beende mein Leben, mein trübsinniges, kaltblütiges Leben. Beende das Leiden meines Körpers und meiner Seele. Fall auf mich, beende es. Doch es lebt weiter in dir. Herzschlag, Atemzug. Herzschlag, Atemzug. Herzschlag, Atemzug. Herzschlag, Atemzug. Das war Haiti und Santiago in Chile ist es. Angst, Verletzte, Hilflosigkeit, Tote, Kinderhandel, Einsamkeit. Und hoffentlich nie wieder. Danke.